Jam bringt da etwas gut, super. Ein Input. Zukunft vor Musikbranche mit dem ganzen Streaming und allem. Das wäre vielleicht noch spannend zum Diskutieren. Ähm, ist natürlich sehr breit. Die Zukunft von der Musikbranche mit dem ganzen Streaming. Okay, ja. Da kann ich schon etwas damit anfangen oder ein bisschen auch Input geben dort. Weil ich die Frage ja immer noch relativ oft mitbekomme, was jetzt die Leute, wenn sie mich amigs fragen, was ich jetzt von dem ganzen Streaming-Ding halte. Und Zukunft, man könnte jetzt in verschiedene Teilthemen dort rein jammen, aber was ich so ein bisschen spannend finde, oder was mir dann wird spontan einfallen, jetzt fernab von so, ja, man braucht Playlists und pipapo, finde ich eher die Diskussion spannend, wenn es um das ganze Streaming geht, dass man kann sehen, dass man deutlich kann sehen, dass die Musikhörer da aussen, nicht nur in der Schweiz, sondern auch international, halt weggehen von dem Musik besitzen, von dem Gedanken, dass du Musik würdest besitzen und dass du alles nur noch in so einer Wolke, in einer Cloud hast und entsprechend natürlich das Ganze streamst, aber das auch bedeutet für den Konsument und auch für den Künstler oder für die Künstlerin, dass sie am Ende vom Tag, dass gar keine richtige Transaktion, digitale oder physische Transaktion passiert. Weil das ganze Streaming oder dass man jetzt auf Play dort drückt und der Song abgespielt wird, bedeutet ja nicht zwungenermaßen, dass dir der Song gehört oder du im Besitz bist von dem Song als Konsument in der Sekunde oder in der Minute, wo du die am Abspielen bist. Und durch das ganze Streaming oder wenn man jetzt würde dort die Runde machen mit dem, was der Jam da gefragt hat oder den Input gebracht hat, bedeutet das natürlich für den ganzen Konsum, dass es dort weg vom Besitztum geht, sage ich jetzt mal, vom Musikhörer, dass der Musikhörer eigentlich nicht so, wie man es von früher kennt, eine riesige Sammlung an Musik daheim hat, wo er physisch kann rausnehmen aus dem Regal und kann sagen, okay, ich will das heute spielen, sondern dass man eigentlich gar nicht mehr besitzt, auch gar keine Files mehr hat auf dem Handy, also digitale Files, wo jetzt irgendwie angeschrieben sind, sondern halt wirklich nur noch alles in so einem Zwischenspeicher ist, auf dem man eigentlich gar keinen Zugriff hat, im Grunde genommen. Raps aus der Route ist auch da, der Damian Glor ist auch da, für die da ganz neu dazuschalten. Heute machen wir mal ein bisschen im Freestyle, oder gehen ein bisschen auf Themen ein, wo der Chat da reinbringt, oder die Zuschauer, die es interessiert, die irgendwie etwas über die Schweizer Musikbranche, Schweizer Musikbusiness sich irgendwie für etwas interessieren und ich noch nicht die Möglichkeit habe, auf das gross einzugehen in einer vollen Episode. Und wir sind jetzt gerade noch ein bisschen dran, so ein bisschen die Zukunft vom Streaming auseinanderzunehmen. Jam, ja, wie gesagt, ich finde es spannend, oder sich die Entwicklung anzuschauen, ob das jetzt für immer so wird sein oder die Zukunft nachher wirklich so wird aussehen, dass eigentlich gar keiner mehr Bock hat auf Files, weil im Moment sieht die Tendenz nach dem aus, dass du eigentlich auf dem Handy irgendwann gar keine Files mehr willst haben, sondern alles nur noch in so einem Zwischenspeicher. Und in dem Kontext ist es vielleicht nachher auch immer schwieriger, sage ich mal, als Künstler oder Künstlerin einen Wert aufzuzeigen, was deine Musik tatsächlich repräsentiert, hinter einer Wertigkeit. Weil überall dort, wo es in der Vergangenheit, sage ich einmal, ein Konsument einen Wert dahinter gesehen hat das meistens auch mit physischen Gütern zu tun gehabt, oder irgendetwas, wo man kann anlangen oder kann gedanklich erfassen. Und ich sage mal so, wenn das nachher natürlich, wenn das auf das rausläuft, dass du nie mehr irgendein Musikstück, weil es kommt ja auch schon irgendwie vom Namen Musikstück, so, ohne dass ich jetzt da gross umphilosophieren will, aber dass du das Werk eigentlich gar nicht mehr kannst dir vorstellen, weil du das auch gar nicht besitzt, wird das vielleicht dann auch immer schwieriger,
den Konsumenten aus Künstlerperspektive, den Konsumenten halt wirklich zu zeigen, hey, schaut, meine Musik hat halt den und den Wert für mich, oder ich will, dass ihr den für den und den Preis bei mir einkauft, sozusagen, und das einfach immer schwieriger wird zum Kontrollieren. Das ist so ein bisschen eine Zukunft, sage ich mal, wo sich anbahnen tut mit dem Streaming, dass man nicht so recht weiss, wie halt Konsumenten sich später in den nächsten 10, 20 Jahren zu der Musik werden verhalten, ob es nachher am Schluss allen völlig egal ist, und wenn du halt nicht in dieser Cloud bist, sozusagen, von dem riesigen Pool an Songs, dann interessiert es ja gar niemand, dann existierst du wieder so nicht, oder ob vielleicht die Leute irgendwann einmal zurück zu dem Gedanken gehen, dass sie Musik besitzen wollen, in ihren Händen, oder halt irgendwo in einem Regal daheim, oder wie halt Bücher. Aber in anderen Branchen, sage ich mal, oder dort, wo die Digitalisierung noch nicht so früh angefangen hat wie in der Musikindustrie, stellt man sich die Frage natürlich auch. Man muss auch dort ein bisschen verstehen, auch wenn das vielleicht von außen nicht so aussieht, aber die Musikbranche, die Musikindustrie ist mitunter wahrscheinlich, also so, wenn man sich Studien anschaut, eine von der allerersten Branchen, eine grössere Industrie gewesen, die von dieser Digitalisierung so krass beeinflusst worden ist. Und man kann jetzt halt sagen, vor allem auch durch das Streaming, dass auch wenn jetzt vielleicht Leute draussen das entweder als Fluch oder als Segen anschauen, aber dass durch das Streaming und die Digitalisierung natürlich die Musikindustrie wieso sich total an das gewöhnt hat und auch das alles adaptiert hat und dort mittlerweile erfolgreich mit dieser Digitalisierung umgehen kann und sich an neue Technologien völlig angepasst hat. Was andere Sektoren aus dem Entertainment-Bereich oder komplett andere Industrien zum Beispiel gar noch nicht geschafft haben. Also, wenn man sich da auch andere Konsumgüter anschaut, die total zerstört jetzt werden vom Digitalhandel, da hat's ganz viele Branchen, wo die Digitalisierung gar noch nicht richtig stattgefunden hat. Und ich sage mal, in der Musikindustrie, genau eben wegen dem Streaming, ist man da schon viel weiter. Und dort finde ich es jetzt einfach eher aus persönlicher Sicht, finde ich es ein bisschen spannend zum Anschauen, okay, ja, verliert dann der Konsument und die Konsumentin irgendwann mal völlig den Bezug zum Besitz von einem Song, oder wünscht man sich dann irgendwann einmal, dass man trotzdem nochmal etwas zum Anlangen hat, etwas, was fassbar ist, weil das halt immer mehr und mehr die digitalisierte Cloud-Welt geht. Und dann das zweite Jam, würde ich sagen, wo so ein bisschen, wo man sich auch tief anschaut, oder wo man sich intensiv anschaut, ist alles, was so mit Voice Recognition später mal dazu wird kommen. Also, für die so der englische Trend nicht so mitbeobachtet hat, alles, was mit diesen Sprachbefehlboxen zu tun hat, dass in anderen Ländern, die Schweiz ist da ein bisschen hinten drin, beziehungsweise kann man sich jetzt darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist eigentlich eher, finde ich jetzt gesellschaftlich etwas Gutes, dass man das jetzt nicht sofort akzeptiert hat. Aber in anderen Ländern sind es da zum Beispiel auch schon viel weiter mit diesen Boxen, egal von welchem Hersteller, da von irgendwelchen grossen Herstellern, wo halt so Voice Recognition Boxen daheim dann kannst aufstellen, und dann kannst du halt alles bestellen oder Musik abspielen via Sprachbefehl, und du musst es halt nicht mehr eintippen. Was hat das für langfristige Konsequenzen? Das weiss man ja jetzt natürlich auch noch nicht so fest, aber es gibt dort so verschiedene Theorien, dass wenn natürlich der Mensch vielleicht später irgendwann nur noch über Sprachbefehl einen Song oder einen Künstler oder Künstlerin abspielt, dass nachher das Display und was dort draufgeschrieben ist, eigentlich gar nicht mehr relevant ist, und dass natürlich dadurch, dass man nicht mehr plakativ, sage ich jetzt einmal, auf einem Display sieht, dass man sich vielleicht nachher in den Sprachbefehl nur noch an die Leute erinnert, an die Künstler und Künstlerinnen, wo man sich vorher im Kopf gespeichert hat oder wo man im Gedächtnis irgendwie gespeichert hat. Und dort wird dann vielleicht plötzlich so ein DJ Khaled wieder extrem wertvoll,
weil er halt tausendmal seinen Namen in seinen Songs erwähnt hat. Und durch die Repetition von dem DJ Khaled oder all die Shoutouts und all die Adlibs, wo der DJ Khaled gemacht hat. Also mit Adlibs meine ich für nicht Hip-Hop-Leute, sag ich jetzt mal, die Hintergrund-Vocals, dass du das so viel Mal erwähnt hast, dass sich irgendwann mal das Gedächtnis an den Namen wird erinnern. Und plötzlich macht's halt, haben halt vielleicht Leute, die eben, wie gesagt, die ganze Zeit ihren Namen in den Intros oder in den Outros gesagt haben, für ihren Songs, haben dann plötzlich einen völlig anderen Stellenwert in dieser Sprachbefehl Zukunft, wo man alles vielleicht nicht mehr eingibt und man sich nur noch über Sprachbefehl an Songs haltet, hat man nachher plötzlich bessere Karten. Das ist jetzt zum Beispiel eine Theorie, die sehr, sehr weit gesponnen ist, sage ich jetzt mal. Pillix Beats ist auch noch da, cool, dass er noch einschaltet da. Aber das kann man natürlich ewig weiterspinnen mit dem Streaming und was das in der Zukunft alles für die Menschheit machen wird oder für den Konsument, sage ich jetzt einfach mal.